Yes, hey, so schön dürfen da sein im 20s. Hey. Ich liebe es, neue Gesichter zu sehen und noch alte Bekannte zu sehen. Damen. Der Loki und ich habe einfach Freude zu sehen, was Gott tut. Und Shoutout zu allen im Städtbacher. Können wir mal ihnen winken schnell oder jubeln, sagen irgendetwas, genau. Sehr, sehr schön. Schön sind dort. Die Message heute ist eigentlich, hat einen anderen Titel, als der Peter gesagt hat. Er ist viel tiefer. Wo ist wichtiger als wie? Wo ist wichtiger als wie? Aber wie ist nicht ganz unwichtig. Jedes Jahr gehen wir auf eine Velotour. Und ich habe es angefangen vor irgendwie 5 Jahren, weil ich irgendwo das Gefühl habe in meinem Herzen, dachte ich will, ab und zu hast du einfach so Wünsche im Herzen. Und ich dachte, ich will wieder so eine richtig krasse Velotour machen. Ich bin überhaupt kein grosser Velofahrer, so Rennvelofahrer. Mountainbiker, ja. Velofahren habe ich noch nie, so Rennvelo habe ich noch nie gemacht. Und dann komm, ich mache jetzt mal 120 Kilometer. Komm, das geht. Über den Pass Gotthard. Easy. Anyway, ich habe das gemacht. 2-3 Jahre später sind wir wieder auf einer Velotour. Und wir gehen immer ein paar Jungs zusammen. Ich habe ein Foto mitgenommen. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen eine Velotour von Biasca. Jetzt müssen wir schauen, die Geografie-Leute unter uns wissen jetzt, Tessin, bei 500 Höhenmeter. Auf den, yes, einer da hinten, da, come on, brother. Love you, man. Und auf der Lukmania, 1900 Meter, 1950 Meter. Also etwa 1500 Meter Uhr, schönes Tessiner Wetter, 30 Grad. Ich natürlich in meiner besten Form nicht trainiert. Also schon fit, aber nicht jetzt Velo trainiert. Und wir sind losgegangen in Biasca und sind dort losgegangen, genau. Da sieht man schon da oben, wir haben das Ziel erreicht. Auf alle Fälle, ich bin bis jetzt in so Langstreckenfahrten meistens noch recht gut gewesen. Irgendwie habe ich irgendwie noch Postur gehabt, aber an diesem Samstag habe ich gelitten. Und ich habe so gelitten, nicht nur habe ich gelitten, ich habe gelitten, weil ich so schlecht bin gewesen. Oder ich meine, du leidest zweimal, dann bist du mit deinen Freunden, leidest körperlich, oder? Leidest. Aber noch, ich meine, das wäre ja gar kein Problem, wenn du der Schnellste sein. Aber ich bin der, der fast schon am Schlechtesten war. Zum Glück ist noch der David Hofer, wenn ich... No names. Aber alle anderen, die sind voraus. Und sie haben Pause gemacht, wenn ich gekommen bin, haben sie, Dan, du bist ja da, also lass es weitergehen. Ich sage, ich bin sterben. Etwa 2 Stunden bin ich alleine gefahren. Zwischendurch hat sich einer um mich erbarmt und ist dann mit mir gegangen. Und das ist genau im richtigen Moment passiert. Weil kurz vor dem Pass, ich, ein bisschen hinter mir der David, gell? Alle anderen weiter vorne und dann der Regi vor mir, Regi Weber, kann ich, mein Bein geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr, ich kann noch knapp stoppen, mit dem anderen Bein abstehen, dass ich nicht gerade ganz umkippen. Und ich habe anscheinend herausgefunden, ich habe einen Krampf gehabt. Ich kenne das nicht so, aber ich habe einen Krampf, ich habe einen ganz heftigen Krampf. So richtig heftig. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Verstehst du? Ich habe einfach Gatorade dabei gehabt, oder? Ich habe noch mit, ja. Und dann kommt der Regi Weber. Zum Glück ist er nicht weit weg in dem Moment. Er hat natürlich gewusst, als Radfahrer-Profi, was da läuft, tut seinen Rucksack aufmachen, sagt, kein Problem, Dan, du hast einfach einen Krampf, du brauchst einfach Magnesium. Und ich so, Magnesium? Ja, ich kann doch kein Magnesium. Ja, kein Problem, ich kann dabei und ich kann so schnell, gibt er mir so ein paar so schnelle Magnesium-Shots, ich tue die runter, gerade Pulver, gerade innen, oder? 2-3 Minuten später, ich bin wieder topfein gewesen.
Was ist denn die Pointe von dieser Story? Neben dem, dass ich gerne einfach für meine Velo-Geschichten erzähle, ist, es ist nicht so entscheidend, ob du alles dabei hast, wenn jemand wenigstens dabei hast, der alles dabei hat. Es ist nicht immer so entscheidend, wie es dir geht, solange du am richtigen Ort bist, wenn es dir scheiße geht. Amen. Und darum, der Titel von der Message, es ist wichtiger wo als wie. Weil du weisst nie, wann hast du mal eine Panne. Aber wo du die Panne hast, ist entscheidend. Ich weiss nicht, wo ihr steht jetzt, aber ich merke, immer wieder gibt es Zeiten, wo wir Panne haben, wo wir einen Krampf haben, wo wir merken, wir kommen nicht mehr weiter. Wo wir merken, wir sind am Leiden, wir sind am Kämpfen. Und wo wir denken, was machst du denn? Und meine Frage ist an dich, was machst du in diesen Zeiten, wo du gehst, wo hilfst, oder holst du Hilfe, wenn es dir schlecht geht? Wenn du eine Panne hast, wenn du nicht mehr magst, wenn du einen Anschlag laufst, wo gehst du denn? Vielleicht ist gerade die Zeit jetzt, die Corona-Zeit, eine Zeit gewesen, wo plötzlich du gemerkt hast, ich bin an Anschlag angekommen. Ich weiss nicht mehr weiter. Wo bist du denn gegangen? Es gibt ja einige Leute, die gehen dann in Sport, wenn es nicht mehr, oder die gehen in die Arbeit. Die gehen ins Gamen. Die gehen ins Essen oder eben nicht Essen. Die gehen in die Passivität oder eben immer um Leute herum sein. Wo gehst du, wenn du eine Panne hast? Wir möchten heute Geschichte anschauen, ist ja quasi Wort von Jesus, die neue Serie, die wir machen. Und wir müssen 4 Geschichten anschauen, wo Jesus zu Leuten geredet hat. Und wo Leute zu Jesus gekommen sind in ganz unterschiedlichen Situationen. Das Wie ist bei allen anders, aber das Wo ist bei allen das Gleiche. Darum, der Titel heisst heute, Wo ist wichtiger als Wie? Danke. Kommen wir nochmal, der Titel heute ist? Theologisch, ob der verhebt, das werden wir herausfinden. Aber der Titel ist gut. Aber in diesen Geschichten stimmt's. Jetzt sagen natürlich die anderen, aber wie ist doch auch noch wichtig? Das können wir schon noch. Aber ja, lass jetzt mal mit dem Wo gehen. Okay? Alright. Haben wir die Bibel dabei? Die Bibel dabei haben, können sie aufschlagen. Und, wir gehen zum Lukas 7, Vers 36. Alright. Jesus hat eine Begegnung, hängt bei Leuten heim. Ist im Lukas-Evangelium. Können sie aufschlagen. Kapitel 7, Vers 36. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte rein, die in dieser Stadt lebte. Also die haben die kennt. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei einem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit wertvollem Salböl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrer Haut trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Und dann hat der Pharisäer angefangen natürlich zu toben. Und hat gesagt, hey, weißt du nicht, wer da ist? Auf alle Fälle lesen wir dann im Vers 46. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Alright. Wir sehen da eine Frau, die ist zu Jesus gekommen und ihres Wie in den Augen der Pharisäer oder von der Gesellschaft war sündhaft. Alright? Das war ihr Wie. Wie ist sie gegangen? Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir erlassen. Sündlos.
los ist sie gegangen. Alright? Jesus hat nicht gesagt, liebe Frau. Also, hätte schon kommen können, aber dann zuerst musst du alles ins Reine bringen. Also, wenn du schon zu mir kommen willst, dann schau doch, dass alles stimmt in deinem Leben. Oder? Nein, er hat nicht gesagt, er hat gesagt, hey, zum Glück kommst du zu mir. Zum Glück kommst du zu mir. Lass uns in die nächste Geschichte gehen. Sind wir ready für eine zweite Geschichte? Alright. Wir lesen im Lukas Kapitel 18. Alright? Gehen wir ein bisschen in die Bibel. Ist das okay? Hä? Das Wort von Jesus. Lukas Kapitel 18, Vers 15. Das ist natürlich ein Vers, den ich liebe, natürlich, als Vater von 3 Kindern. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Als die Jünger das sahen, wollten sie die Leute wegschicken. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Wie sind die Kinder gekommen? Ich kann mir vorstellen, Kinder, die sind nicht wahrscheinlich so skiheilig, alles schön angelegt, nie ein Wort und so. Wahrscheinlich sind sie schon da, wo oben hoch waren, sind rumgesäckelt, haben Steine angerührt, haben da gekrebelt und haben dort noch irgendwie Sachen kaputt gemacht. Und die sind einfach da gewesen und die Eltern haben gesagt, ja, komm, wir wollen zu Jesus gehen, dass er sie segnet. Und die Jünger haben gedacht, hey, nein, ist Jesus, hey. Hallo, ich meine, das ist der Rabbi Jesus, ein bisschen Respekt. Jesus hat gesagt, kommt zu mir. Also, wie sind die gekommen? Die sind unbekümmert gekommen. Okay? Die haben sich nicht viel Gedanken gemacht, wie krass der Jesus ist. Wahrscheinlich. Die Eltern mehr wahrscheinlich. Die Kinder nicht. Hat Jesus ein Problem gehabt mit dem? Hey, kommt zu mir. Aber dann müsst ihr richtig Respekt haben. Ich meine, wenn du zu mir musst kommen, also dann nicht zu laut und anständig, gell? Nein, sagt, hey, wenigstens kommen da zu mir. Weil, hey, so Leute wie euch, das liebe ich. Denen gehört das Königreich, die einfach so kommen und wollen zu mir kommen, einfach unbekümmert. Wie sind sie gekommen? Wie sind sie gegangen? Sie sind zu Hause gegangen. Ich tue das mal so unterschreiben. Okay? Zu Hause angenommen bei Jesus. Okay? Muss ich schauen, dass ich dann da das... Es ist weniger schön, aber ich hoffe, ihr versteht es. Alright, sündhaft, unbekümmert, sind wir ready für die dritte Geschichte? Okay, wir stehen aufschlagen, Lukas 15. Okay, heute gehen wir wirklich, ich liebe es wieder so blättern da. Bibel durchblättern. Lukas Kapitel 15, Vers 11. Jesus erzählt eine Story. Auch wieder Wort von Jesus, Wort von der Gnade von Jesus, erzählt eine Story vom verlorenen Sohn. Und dann lesen wir Kapitel, sagen wir mal, lass uns mal lesen, ab Vers 20. Er machte sich, also Jesus erzählt von dem Sohn, der abgehauen ist, für die, wo die Geschichte weniger bekannt ist. Er möchte etwas illustrieren, wer Gott der Vater ist. Und er sagt, hey, da ist einer abgehauen, hat alles Geld, weil er das Gefühl hat, mein Vater ist zu wenig gut. Aber nachher, als er nicht mehr mit meinem Vater war, hat er alles Geld verprasselt und gemerkt, es geht ihm Scheisse. Und dann sagt der Sohn in dieser Geschichte, ich wäre lieber ich wäre lieber sogar Sklave beim Vater, als nicht beim Vater. Weil beim Vater haben sogar Sklaven genug Essen. Ihm war es wie so egal gewesen. Er hat einfach gewusst, wo ist wichtig. Was lesen wir?
Doch geht der Sohn zurück zum Vater, weil er zur Erkenntnis kommt. Er machte sich auf den Weg, Vers 20, und ging zurück zu seinem Vater. Er kannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid rief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an dir und Gott. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Wie ist er gekommen? Der Sohn. Ich will sagen, der Sohn, lass es mal da ist brutal in der Niederlage gekommen. Ich meine, der ist wirklich in der Niederlage gekommen. Also, stell dir mal vor, du überrastest alles das Geld von deinen Eltern, sagst, ich werde früh erbt, ich bin der Siebensieg, ich gehe weg von dir heim, ich lebe Saus und Braus und dann kommst du heim, auf allen Vieren, bittest, dass du wieder zurückkommst, weil du keinen Stutz mehr hast. Du hast wirklich Niederlage erlebt. Wie ist er? Willkommen geheissen worden. Voll Liebe. Wie ist er nachher reingekommen? Er ist aufgerichtet reingekommen. Gott, der Vater hat ihn aufgerichtet. Aufgerichtet. Jetzt wird es nicht mehr so schön. Okay? Niederlage, aufgerichtet, sündhaft, sündlos, unbekümmert, es die Hei. Wir gehen in die 4. Geschichte. Stell dir nur mal vor, der Vater hat gesagt, ja, jetzt musst du sicher nicht kommen. Also, ich meine, so dreckig. Nein. Geh mal zuerst putzen, tu mal wieder ein bisschen Geld aufsparen. Wenn du zurückkommen, zahl mal das Geld zurück und dann schau ich. Nein, ich sage, hey, schön bist du wenigstens gekommen. Ist mir eigentlich scheißegal, wie du gekommen bist, sondern entscheidend ist, dass du gekommen bist. Amen. Alright, wir gehen in die 4. Geschichte. Ich möchte euch das Bild zeigen, weil das ist ein roter Faden in der Bibel. Das ist ein roter Faden in der Bibel. Im Lukas Kapitel 8. Wir sind immer noch im Lukas Evangelium, alright? Können aufschlagen, Lukas Kapitel 8, Vers 46. Da lesen wir von einer Frau, die unglaublich verzweifelt war. Wir müssen uns vorstellen, eine Frau, die blutig hat seit Monaten in dieser Gesellschaft dazumal, bist du ausgestoßen gewesen, gröbstes Mobbing ever. Und diese Frau ist so verzweifelt gewesen, mega viele Leute um Jesus herum, die sagen, hey, ich muss einfach irgendwie zu dem Jesus, ist mir egal wie, ich muss keine Audienz haben, er muss nicht mich sehen, ich muss ihn einfach berühren. Da sagt Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, fiel sie zitternd vor ihm auf die Knie. Die hat Angst gehabt. Was sagt Jesus? Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Total verzweifelt. Total verzweifelt. Wie ist sie gegangen? Total geheilt. Heil. Okay? Jesus hat nicht gesagt, hey, Moment, hol dir mal zuerst ein Ticket. Jetzt bin ich mit den anderen Leuten am Reden. Tu dich mal nicht so vorne drängen. Hey, so unanständig, hey. Er hat gesagt, hey, wenigstens bist du zu mir gekommen. Ich bin der Einzige, der dir helfen kann. Ich hoffe, du siehst ein Bild in dem hinein. In jeder Situation, wo die Leute zu ihm gekommen sind, hat er die Situation umgekehrt. Wieso ist das? Weil Gott ist nicht abhängig von unserem viel oder von unserem wenig. Dies viel wird Gott nicht etwas dazugeben. Dies wenig wird ihm nicht etwas wegnehmen. Er hat andere Rechnungen. Ich habe mir ein paar Rechnungen mitgenommen mit Gott. Dort ist so.
wenn du krank bist und Gott ist nicht ein bisschen besser, ist geheilt. Wenn du verzweifelt und Gott ist neue Hoffnung. Hoffnungslos und Gott ist hoffnungsvoll. Niederlage und Gott ist eine neue Zukunft. Er hat eine andere Rechnung. Er ist ein Gott von der Gnade. Er ist ein Gott von der zweiten Chance. Er ist der Gott, der nicht sagt, hey, Moment schnell, ich muss schauen, ob ich noch genug Energie habe. Kannst du wirklich noch zu mir kommen mit deiner Situation, wie du gerade jetzt bist? Er sagt, hey, wenigstens bist du bei mir, weil wenn du dein Akku leer ist, bei mir ist immer voll. Ist immer voll. Kannst immer aufladen. Hast immer neue Hoffnung, hast immer Annahme. Er ist ganz anders, wie wir denken. Meine Frage ist, wann gehst du zu Jesus? Ich sehe so oft, dass wir zu Jesus gehen, einfach wenn wir uns so noch fühlen. Ich weiss nicht, ob du da angekommen bist heute jetzt, wieso. Aber ich sage, das ist gar nicht entscheidend, wieso du da angekommen bist. Ob du dich jetzt mega grossartig fühlst, ob du nur hast wollen, irgendwie eine gute Person kennenlernen, ob du mega gleichgültig da angekommen bist, mega verzweifelt da angekommen bist, mega mit Scham da angekommen bist. Der Fakt, dass du da angekommen bist, ist entscheidend, weil Gott möchte dir heute begegnen da. Die Frage ist, wann gehst du zu Jesus? Bist du so jemand, der, wenn es so scheiße geht, dann gehst du zuerst mal ins Essen. Wenn du dich ausgeschlossen fühlst, dann ziehst du zuerst mal zurück und in die Dunkelheit. In der Depression gehst du mal zuerst mal ins Verschwiegen. Mit deiner Leid, mit deiner Angst gehst du in die Arbeit. Lass uns Männer und Frauen sein, die in all diesen Situationen zu Jesus gehen. Weil das Wie ist weniger entscheidend, als dass wir bei Jesus sind. Weil bei Jesus kommst du neue Perspektiven über, wenn in der Zukunft, in den Höchst, wenn ich auf einem Berg oben bin. Dann gehe ich zu Jesus und sage, Jesus, danke, wow. Wir dürfen durch ein Wunder so ein Reihenhäuschen Post. Und für mich ist das so ein Wunder. Du denkst vielleicht, ja, das sind noch nicht meine Träume, aber so vom Familienvater ist das für mich ein Wunder. Jedes Mal, wenn ich in dem Garten bin, sage ich, danke Jesus. Danke Jesus, was für ein Wunder. In meinen Höchst gehe ich zu Jesus, weil er gibt mir Perspektive. In meinen Tiefst, und die habe ich im Fall auch, gehe ich zu Jesus. Ich mag mich erinnern, letzte, wo ich gemerkt habe, Scheiße. Ich weiss gerade nicht mehr. Ich habe Emotionen, die gefallen mir nicht. Ich habe Ängste, die gefallen mir nicht. Ich hocke auf mein Sofa, gehe zu Jesus. Ich komme ein neues Fundament über. Ich komme neue Annahmen über, ich komme neuen Frieden über. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn ich zu Jesus gehe, dass er sagt, Moment, also gerade so wie jetzt bist, musst du nicht kommen. Das sagt er nie. Er sagt, wenigstens kommst. Und es ist eben nicht nur wenigstens. Es ist eben wie wenn ein Akku leer ist. Die einen Leute probieren mit halb leerem Akku noch irgendwie das Leben meistern. Wenn Gott sagt, ja, Moment, komm doch zu mir, ich bin gemacht für das. Also ich meine, hallo, jetzt sagst du ja, brauchen wir dann nur Gott, wenn wir es schwierig haben? Nein, wir brauchen Gott, wenn wir am Boden sind, weil es gibt uns das Fundament, weil wir werden nicht weiterfallen. Wir brauchen aber auch Gott, wenn wir das Gefühl haben, wir oben an uns ist nichts, weil es gibt uns Perspektiven. In der Höchst. Wir brauchen in jeder Zeit, und meine Frage ist, kennst du den Default Place? In jeder Gefühlslage gehst du zu Jesus. In jeder Gefühlslage. Ich habe mir das antrainiert. Und ich glaube, wir müssen uns das antrainieren. Wir müssen uns wie sagen, Moment, das ist Default. Denn in dieser Situation, Jesus. In dieser Situation, auch Jesus. Auch wenn es hoch, Jesus. Wie ist weniger entscheidend als wo? Weißt du, was in meinem Leben gibt? Es gibt ein mega Fundament.
ich habe eine Stabilität. Ich habe eine Stabilität. Ich kann sagen, nicht, dass mein Leben nicht immer rosig ist. Aber in meinen Kämpfen gehe ich zu Jesus. In meinen Höchst gehe ich zu Jesus. Und jetzt sagst du, ja gut, aber was ist, wenn du nicht mehr magst, zu Jesus gehen? Und ich glaube, es gibt auch die Momente, du kommst dann nicht einmal in den Sinn, zu Jesus zu gehen. Du bist so abgelöscht, du willst nicht einmal zu Jesus gehen. Du bist so passiv, dir ist so egal, du willst nicht einmal gehen. Dann brauchst du eben gute Leute um dich herum, die dich zu Jesus tragen. Wir müssen in unser Leben gute Sachen platzieren, weil du weisst nicht, wenn die Panne kommt. Du weisst nicht mehr, wenn dir gefühlt der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Frage ist, hast du denn ein Fundament? Ich gehe nicht in die Kirche, wenn ich Lust habe, in die Kirche zu gehen. Ich gehe nicht in die Small Group, wenn ich Lust habe, in die Small Group zu gehen. Ich gehe, weil ich gesagt habe, das ist wichtig für mein Leben, weil es kann mal einen Moment gehen, wo ich vielleicht Jesus brauche, aber ich will gar nicht zu ihm gehen, aber ich gehe, weil ich gehe dort hin und ich erlebe dort Jesus. Erlebe ich Jesus, auch wenn ich nicht einmal Lust habe auf Jesus. Verstehen Sie, was ich meine? Ist es ein bisschen praktisch? Ist auch ein bisschen simpel vielleicht jetzt, aber ich sage euch, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben gute Sachen platzieren, die sagen, dort bin ich, ob es mir gut geht, schlecht geht, ich mich so fühle oder nicht, weil ich weiss, dort werde ich mit Gutem ausgesetzt. Dort werde ich ausgesetzt dem liebenden Gott. Ich hatte einen Gedanken, der Gedanke ist mir gekommen, als ich ein Gespräch hatte mit jemandem im College Mittwochabend. Mega spontan gsi, wo jemand gesagt hat, ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt, heute ins College zu kommen. Und vielleicht hast du dich jetzt gerade überhaupt nicht danach gefühlt, zu Jesus zu gehen. Überhaupt nicht danach gefühlt, in die Kirche zu gehen. Ich sage, schön bist du trotzdem da. Wenn wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, setzen wir uns dem allmächtigen Gott aus, der wirken kann, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Die Frage ist, wo wir sind. Sind wir in seiner Nähe? Und darum ab und zu, an diesem Abend hat mir jemand geschrieben und gesagt, ich kann gerade das College aufhören. Aber dein Gedanke hat mir geholfen. Ich gesagt, ich muss da sein. Ob es jetzt gerade ein bisschen schwierig ist oder nicht. Und vielleicht merkst du willst deine Small Group aufhören. Hey, hast du gute Leute um dich herum? Aber es ist nicht nur eine Small Group. Es ist nicht nur Killen. Es ist everyday. Und ich sage dir eins, dass everyday du wirst ein Fundament bekommen. Da kann Corona kommen oder gehen. Das wird dich nicht am wegschlagen. Weißt du, das Einzige, was dich hindert, und wo in der Bibel, wo man gemerkt hat, wo plötzlich Jesus sagt, und da ist was wie auch noch wichtig ist, Selbstgerechtigkeit. Das Gefühl habe, ich brauche den Gott nicht. Oder das Gefühl habe, ich verdiene den Gott nicht. Ich weiss nicht, was es dir ist, ab und zu, was dich abhaltet, in die Gegenwart zu kommen. Aber ich sage dir eins. Jesus hat alles aufgetan. Er hat im Fall das Werk vollendet, unabhängig von deinen Gefühlen und deinen Taten. Er hat den Weg zu Gott, dem Vater, aufgemacht, unabhängig, ob du jetzt heute etwas Gutes gemacht hast oder nicht. Unabhängig, ob du dich jetzt noch fühlst oder nicht. Dann lass uns doch auch selber sagen, hey, alle Scham, alle Minderwert, dann lassen wir uns nicht mehr stoppen. Sondern wir gehen. Verstehst du? Wenn du nicht kannst, dann gehst du halt mit dem. Dann gehst du halt mit diesem Gefühl von Minderwert zu Jesus. Aber gang zu Jesus. Weil er ist der Einzige, der dir Wert geben kann. Es sind nicht Kleider. Es sind nicht Menschen. Scham. Dann gang mit deiner Scham zu Jesus. Er kann dir Würde geben. Mit deiner Angststörung.
Gang zu Jesus, weil er kann dir Frieden geben. Mit deiner Passivität. Gang zu Jesus, weil er kann dir wieder Sinn geben und Feuer unterm Pfüdli. Mit deiner Gleichgültigkeit, er kann dein Herz wieder weich machen. Aber lass uns Männer und Frauen sein, die zu Jesus gehen. Und wir gehen jetzt in einen Solosong rein. Und ich möchte dich fragen, bevor wir ganz praktisch werden heute Abend. Hast du den Go-To-Place? Wenn nicht, willst du den heute platzieren in deinem Leben? Weil es fängt an mit einer Entscheidung. Und Entscheidung machst du Woche für Woche, Tag für Tag. Und irgendwann wird zu deinem Default. Und wenn es zu deinem Default wird, ist im Fall nicht schlecht. Wunderschön. Default ist ab und zu ja so Standard, Routine. Wenn die Routine gut ist, praise God. Weil Gefühl, my ass. Nein, wirklich. Immer die Gefühle. Mach Entscheidungen nach Überzeugungen. Und dann deine Gefühle werden dementsprechend auch folgen. Amen. Alright, nehmen wir uns Zeit, wo du überlegst, kenne ich den Go-To-Place? Oder gibt es Sachen, die mich noch hindern? Schau dein Leben an, schau deine Höchste in den letzten Wochen, schau deine Tiefe in den letzten Wochen. Bist du zu Jesus gegangen? Schau dein Leben an, wie ist es strukturiert? Hat es die Leute um mich herum, die mich tragen, wenn ich nicht selber kann oder will?